Herzlich willkommen, liebe Valentin und Valentinas, Valentinius und Valentinieras. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Klemmbausteine hier auf Twitch, brack.ch. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag gehabt. Bis jetzt sind wir reich beschenkt worden mit Blümchen und Rosen oder auch wir Männer oder die einen Männer einmal. Oder natürlich auch die Frauen, die das spielen. Freut sich sicher auch über einen Strauß mit Magic Booster oder so. Habe ich heute auf Reddit gesehen. Eine Frau, die ihre Liebste überrascht hat. Oder ihre Liebste, man weiß es eigentlich. Nein, sie hat, glaube ich, geschrieben Boyfriend. Ja. Mit einem Strauß. So ein bisschen Blümchen und dazwischen Magic-Karten. Habe ich richtig schön gefunden. Warum nicht auch uns Männern mal eine Freude machen an diesem schönen Tag? Ja, aber es ist ja unser yearly Reminder, dass wir den Frauen etwas Schönes schenken sollen. Weil gewisse Leute das auch ein bisschen vergessen und ein bisschen Wertschätzung entgegenbringen. Unseren guten Frauen, die so gut zu uns schauen. Und natürlich auch Männer. Für die auch den Valentinstag schon voll emanzipiert haben. Ja, ich hoffe, ihr habt einen tollen Start gehabt in dieser Woche. Gestern war ich voll auf der Schnur. Gestern Abend bin ich aber früh ins Bett. Und darum bin ich jetzt heute ein bisschen fitter unterwegs. Und wir bauen, wer hätte es gedacht, weiter am Eiffelturm. Und das passt natürlich hervorragend zu der Thematik. Valentinstag, Paris, die Stadt der Liebe und der Eiffelturm. Und ich switche da gerade mal auf unsere Lego-Cam. Da sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Eben, er ist schon ziemlich schwer. Ich tue ihn jetzt nicht da übertragen, aber mir steht oben rechts ist mir noch etwas aufgefallen. Und zwar hat es da einen kleinen Text, der sagt, der Eiffelturm ist zunehmend heller gegen oben gemalt worden. Also die Stahlelemente. Respektive dunkler gegen unten. Einfach, dass er sich so wunderbar an den hellen Himmel eigentlich integriert und so ein bisschen aus dem Stadtbild noch mehr raussticht. Habe ich ganz schön gefunden. Habe ich nicht einmal gewusst, dass das so der Fall ist. Aber wahrscheinlich nimmt man das einfach so zur Kenntnis, wenn man ihn anschaut. So, ja, doch. Das ist schön und eindrücklich. So, wir gehen in Richtung Tower, obere Turm und dann auch irgendwann einmal Ende. Aber das Beutel hier sagt mir, dass es noch ganz viel zu tun gibt. Wir haben nämlich noch, wenn ich das richtig gelesen habe, etwa 72 Beutel vor uns. Darum legen wir doch gerade mal los. So. Was habt ihr heute so den lieben langen Tag gemacht? Sind ihr geschafft oder habt ihr Ferien? Die einen Leute haben schon wieder Ferien. Es ist ja so ein bisschen Sportferienzeit und so. Dark Magic Nick. Wow, was für ein geiler Name. Ja, Saleh, grüß dich. Was schreibst du denn gerade? Sag mal. Bist du nicht per Zufall auch gerade am Klemmbausteine zusammenbauen? Bist at work und suchst dir ein bisschen Ablenkung. Ist natürlich auch immer sehr willkommen. Ich feiere das ja. Hat mir ja nicht anders. Ich tue ja zum Teil sogar zum Gamen. Lasse ich nebenbei noch irgendetwas auf YouTube oder so laufen. Ja. Nein, keine Klemmbausteine. Okay. Ja, man darf ja fragen. Könnte ja sein. Ich meine, 10 ab 11, vielleicht hast du später Mittagspause gemacht und bei dir steht auf dem Esstisch ein riesiger Eiffelturm von Lego, wo du noch am Zusammenklötzeln bist. Wäre eine Möglichkeit. Hexafly, hello. Es wirkt immer nur grau in mir. Ich weiss, es ist wirklich verhext, wenn ich das so darf sagen. Ja, genau. Aber ja, rechts unten, mein Kameraausschnitt ist ja so ein bisschen rot, oder? Ist ja zwar immer, aber heute steht das ganz speziell für den Valentinstag. Ein Puzzle daheim in der Wohnung, das du noch fertig machen musst. Cool, ich habe auch noch eins. Meine Mutter hat mal ein bisschen Puzzles haben und dann habe ich so 2 bestellt. Sie hat Susi und Stroh gerne gehabt. Susi und Stroh habe ich bestellt und Schöne und das Biest. Und das ist ihr jetzt zu dunkel gewesen, zu viele gleiche Teile, weil sie hat es nicht mehr so gesehen. Das ist jetzt bei mir daheim aber immer noch eingepackt.
Was darfst denn du für ein Puzzle noch zusammenbauen? In dem Fall Dark Magic Nick. Und Hexafly, Blümli schon bekommen oder Blümli nicht so ein Thema oder Blümli am Verschenken? Wie ist das so bei euch? Ist Valentinstag wirklich das, wo man sich daran halten sollte und noch Blümli schenken? Oder ist das nein, so aus dem kollektiven Zwang raus tue ich mich erst recht nicht bewegen? Verstehe ich natürlich auch, oder? Also ich hatte die Diskussion auch schon gehabt mit meiner Frau und es hat dann lang geheißen, ja, nein, musst du nicht, oder? Also wenn, eben Valentinstag sicher nicht, lieber schon mal und so. Ja, und dann ist die Thematik aber natürlich gleich wieder aufgekommen über die letzten Jahre hinweg, so von wegen, ja, die hat jetzt Blumen geschenkt bekommen und ja, ist schon schön und so. Und dann, ja, willst du schnell wieder? Ja, nein, aber hast du so gemerkt, weißt du, so, ja, nein, eben der kollektive Zwang, oder? Der gesellschaftliche Druck, der da dahinter ist, das musst du am Valentinstag performen und ein Sträusschen anlegen oder so. Der ist halt schon vorhanden. Leider ist der schon vorhanden. Mandalorian von Star Wars, wie perfekt! Mit dem Baby Yoda auf dem Schoß. Was ist das? Ist das von Ravensburger? Oder was gibt's noch? Schmidt, Jumbo macht noch Puzzles. Clementoni hat wahrscheinlich viele so in die Richtung. Beschäftige ich mich ja damit als Product Manager und muss ich ein bisschen das Zeug kennen. Aber das passt ja. Kommt ja bald schon wieder Mandalorian Staffel 3 raus. Freue ich mich persönlich auch sehr drauf. Aber bevor ich das schaue, muss ich zuerst nochmal Star Wars durchschauen. Also bis zu dem Punkt, wo Staffel 3 kommt. Heisst 1, 2, 3, dann Mando 1, 2, Boba Fett 1, 2 und dann Mandalorian 3. Einfach für die volle Dröhnung, weil ich sonst nichts zu tun habe. Mit der besseren Hälfte auswärts essen, das ist schön. Ich muss nicht nur, wie es der Tag ist, an etwas Spezielles denken. Diese Aussage wollte ich mir heute einrahmen. Danke vielmals, dass du das so gesagt hast. Und dann wünsche ich euch einfach schon einen wunderbaren Abend mit eurem Dinner. Ich hoffe, es gibt etwas mega Feines zu essen. Oder einfach nur ein Lieblingsessen, wäre doch auch schön. Mega fein essen heisst ja nicht immer, dass man auch ein Lieblingsessen bekommt im Restaurant. Oder? Wobei, also ich wüsste jetzt gerade nicht, was mein Lieblingsessen wäre. Ich habe vieles gerne. Ich habe mal gerne so etwas Einfaches. Also einfach nur mal wieder Kackets mit Hörnchen und Äpfelmus und so kann man mir auch sehr gerne mal anstellen. Da bin ich dann sehr bescheiden. Ich muss nicht die ganze Zeit Rindsfilet fressen. Überhaupt nicht. Aber wir leben ja aktuell schon so ein bisschen in so einer Rindsfilet-Gesellschaft. Also ich meine, da stimmen mir sicher zu, zwischendurch, wenn ihr auf Instagram durchflickert, was die Leute so essen, gibt es immer so die Personen, die in irgendwelchen exklusiven Lokalen hocken und immer das Gleiche im Teller haben. Immer so ein Stückchen Rindsfilet mit einem Söseli und ein bisschen Gemüse rundherum. Immer das Gleiche. Und das verstehe ich einfach nicht. Es gibt ja noch genug anderes. Auch nur schon beim Tier. Für alle Vegetarier und Veganer tut es mir natürlich leid, wenn wir das Thema jetzt anschneiden. Man kann natürlich auch einfach ohne Fleisch leben. Das ist auch absolut möglich. Ja, Äpfelmus ist wirklich extrem wichtig. Und wir haben das schon selber versucht zu machen, aber es kommt ja so krass darauf an, welche Äpfel das du nimmst. Also du kannst ja nicht die sauren, auch die halbsauren kannst du nicht nehmen, die süß-sauren. Du willst wirklich die süßen nehmen. Und dann ist es gut. Aber es ist ein riesen Aufwand. Also nein, du musst das Zeug nochmal kochen und dann stampfen, whatever. Aber ich finde, dass da bin ich jetzt einfach halt so ein Gloschar. Ich finde auch die aus der Dose ist richtig geil. Also Entschuldigung, ich bin halt mit deren aufgewachsen. Irgendwann hat die Mutter mal gefunden, so, jetzt machen wir kein Dosenzeug mehr.
Aber ja, das aus der Dose ist halt schon auch easy. Es ist ein Runway am Flughafen, musst auch mal dort gehen. Das ist Hammer. Was, ein Runway? Was ist denn ein Runway-Restaurant? Ist das so im Durchgang? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Hast du einen Hänger gehabt? Okay, also ich hoffe, der Hänger ist nicht bei mir. Ich habe nur gerade wegen dem Öpfelmus erzählt, dass ich das aus der Dose sehr geil finde. Das Resti heisst Runway. Cool, und kann man dort dann auch noch ein bisschen rausschauen und ein bisschen die Flugzeuge sehen, starten und so. Ich finde, das fügt ja auch ein bisschen etwas zum Ambiente hinzu. Und was gibt es dort so zu essen? Das nimmt mich wunder. Ja, eins zu weit. So. Und zum Dessert ein Milchreis Casimir. Also Casimir kenne ich nur Göri Casimir. Das ist ja mit diesen Dosenfrüchten oben drauf, oder? Dann nehme ich jetzt an, Milchreis Casimir ist auch Milchreis mit einfach Dosenfrüchten oben drauf. Bist du in einem Hangar, wo das Flug drin ist? What? Hä? Aber... Nein, das kenne ich jetzt wirklich nicht. Oder ich habe es verdrängt, aber das sieht ja voll cool aus. Runway 34 und du isst tatsächlich... Also die exklusiven Tische, so wie es aussieht, sind drinnen im Flugzeug, aber da gibt es auch noch gerade vorne dran mit Flugzeugen, Sesseln und so und Tisch. Ganz coole Sache. Mega gut. Das ist eine coole Idee. Das ist wirklich etwas Lässiges. Also ich glaube, würde ich mir auch mal gönnen. Einfach so fürs Feeling. Du musst ja nicht Angst haben, es kommen irgendwelche Turbulenzen und du kommst nicht mehr zu deinem Kaffee, wie das letzte Mal der Fall war, auf unserem Rückflug von Amerika. Da hat es so Turbulenzen gegeben, dass der Pilot gesagt hat, so jetzt kein heißes Getränk mehr. Ist natürlich mega gut angekommen bei meiner Frau nebenzucher, oder? Ja, Eilandsdonner, bleib doch drauf. Da ist eher irgendetwas falsch. Oder ja. Hä? Irgendetwas bestimmt nicht. Moment. Puzzles. Aha, okay, gut. Okay. Der kommt doch da raus. So. Gut. Okay, also Milchreis Casimir ist mit Vanille. Milchreis ist ja voll okay. Und Kokosmilch. Das habe ich jetzt noch nie gehört. Aber könnte ich mir wirklich noch gut vorstellen. Ja, also so Kokosnuss-Dessert finde ich etwas sehr Feines. Kokosnuss, je nachdem halt ein bisschen hart auf die Verdauung. Ist ja sehr treibend, darum allen einen guten, die noch gerade am Essen sind. Es gibt auch Leute, die vertragen das überhaupt nicht. Gehöre ich zum Glück nicht dazu. Sind ihr dann schon öfters dort essen, Hexafly? Oder ist das wirklich so jetzt so ein Moment, wo er gesagt hat, so, das haben wir jetzt schon lange machen, jetzt machen wir es auch. Jetzt können wir das mal auschecken. Ich hoffe einfach, in dem Hangar zieht es nicht. Dass du dann dort so in der Winterjacke musst hocken. Aber das kann man eigentlich nicht vorstellen, oder? Es ist ja schon ein Restaurant eigentlich in Zürich, dann kannst du den Standard von wegen eben keine warme Luft nicht geben. Hey Spoo! Merci für den Lurk! Haben eine Liste, wo ihr an jede Destination und wollt an jede Destination fliegen. Also in echt fliegen nehme ich jetzt an, nicht einfach kulinarisch fliegen, oder? Wow, also ich hoffe, die Liste ist nicht einfach endlos, weil ihr überall hin wollt. Aber gib mir mal deine Top 3.
Oder so allgemein in den Raum gefragt. Gibt es so Destinationen, wo ich sage, okay, bevor ich irgendwie das Zeitliche sage, mir nicht mehr gut geht oder keine Ahnung, Kind bekomme, was auch immer, der Ort, den wollte ich noch gesehen haben. Also ich bin da eher so ein bisschen nördlich orientiert, also das ganze Skandinavien finde ich halt wunderschön. Ich bin halt wirklich nicht so der Strandtyp. Island, Schottland, Irland habe ich schon gesehen. Das ist wunderschön. Einen Monat lang mit dem eigenen Auto dort unterwegs gewesen. Kann ich jedem nur empfehlen. Gehen in die kleinen Städtchen auch, hocken dort in die Pubs rein und ziehen einfach den Vibe ein bisschen auf und nehmen den mit. Und überall hat es gute Musik, super Musiker, gute Stimmung. Wirklich tolles Volk. Gut, auch. Also, was meinst du, das habe ich jetzt irgendwie, glaube aus dem Kontext verloren, Dark Magic Nick. Was hast du mit dem gemeint? Und letztes Jahr sind wir eben auf der Flitterwoche zu Amerika gewesen, und eigentlich wäre ich noch Kanada eingeplant gewesen, aber das wäre einfach too much geworden. Einerseits natürlich fürs Bankkonto und andererseits auch von der Zeit her. Da hat man nochmal alles müssen dort in den Norden rauffahren und dann stellst du dir das immer so romantisch vor, irgendwo mit dem Camper dort im Ghetto aussen, im Outback, oder? Da gibt es ja wunderschöne Bilder. Aber ich glaube, das stellst du dir auch ein bisschen zu einfach vor, weil dort hat es halt schon auch sehr viele so wilde Tiere. Und wenn du dann ganz draussen in der Pampa bist, dann hilft dir wahrscheinlich im Notfall einfach niemand. Dann hast du einfach Pech gehabt. So, das gibt ein sehr interessantes Konstrukt. Ja, gute Kollegen von uns geht dieses Jahr auf Kanada. Ja, da bin ich auch sehr neidisch. Also die Städte sind ja an sich auch interessant, aber ich werde vor allem auch ein bisschen die Landschaft sehen und so. Es ist ja zum Teil nicht einmal so unterschiedlich jetzt zu der Schweiz bei gewissen Orten, aber du hast einfach noch so extrem weitläufige Nadelwälder, oder? Und dann hast du die Berge, die zum Teil einfach noch viel grösser sind, so mächtige Ketten am Horizont, die sich durchziehen, und irgendwo wieder kleine Seen, die ganz ruhig sind und sich die Umwelt darin spiegeln. Ja, sehr, sehr eindrücklich. Rein von den Google-Bildern her, eben selber habe ich es leider noch nicht gesehen. Schön wär's. Schön wär's. Ah, jetzt komme ich wieder raus, Hexenfly. Ah, das ist gut. Okay, jeder Tisch in diesem Restaurant hat ein Schild mit einer Flugdestination. Und ihr wollt in diesem Restaurant jede Destination mal bereist haben. Ihr könnt einmal im Monat dort essen und eine Zweisamkeitsoben ohne Kids. Was für eine schöne, wunderschöne Tradition. Ich glaube, da können wir uns alle ein Beispiel nehmen. Finde ich extrem wichtig, dass man sich so einen Tag rausnimmt im Monat, wo man wirklich der Partnerschaft widmet und das ein bisschen pflegt, weil sonst wird man einfach ein bisschen zu bequem. Und das finde ich wirklich eine tolle Idee, ja. Aber jetzt muss man gleich noch sagen, wenn es dann verschiedene Destinationen gibt, dann gibt es auch verschiedenes Essen, je nachdem, wo du hockst, oder? Was ist das? Ah, wegen Resti hast du das gemeint. Ob es auch eins gibt mit 69? Wieso 69? Wie kommst du jetzt drauf? Sorry, vielleicht stehe ich voll auf dem Schlauch, dann tut es mir mega leid. Das ist halt die Herausforderung mit Twitch, oder? Die anderen können nicht reden, nur ich kann dumm schnurren.
Auch die schöne Landschaft gesehen, ja. Es ist einfach so weit, gell? Und es ist ja auch ziemlich teuer. Also der Flug und der Camper und so. Mit dem Essen weiß ich gar nicht, aber ich nehme an, das ist nicht viel günstiger als dort in Amerika, wo wir waren. Kalifornien war schon ziemlich teuer. Keine Ferien, ab nach Ibiza. Also wann habe ich? Nächste Woche. Aber dann gehen wir nur auf Zermatt. Da kommen da das holländische Kollegenpärli. Jetzt ist mir tatsächlich irgendwo ein Teil abgegeben. Ich habe zum Glück noch da einen Beutel mit den Ersatzteilen. Perfekt. Und sonst haben wir noch gar nichts geplant das Jahr. Haben wir jetzt letztes Jahr ja eben unsere grosse Reise gehabt und das langt jetzt gerade mal für einen Moment. Ich wollte auch mal Geld sparen, Leute. Ich wollte auch mal ein bisschen geile Sachen können kaufen. Ich wollte mal wieder einfach ein bisschen Geld aus dem Fenster können rühren. Einfach mal ein bisschen so, oder? Aber wenn du eben in einer Partnerschaft bist, dann ist es nicht immer so, einfach. Einfach nur mal Geld ausrühren, wie wenn du heim bist, noch bei den Eltern und Kohle hast. So, 354. Gehst du auf Ibiza nicht? So, heute, bevor ich den Stream gestartet habe, ist mir aufgefallen, wir sollten eigentlich mal endlich bei dem Mikrofon die ganzen Filter einstellen, dass da nicht die ganze Zeit so rumklötzelt und raschelt. Auch wenn das schon richtig ASMR geht, aber also es nimmt ja jedes Geräusch auf. Aber ich hatte leider doch nicht mehr genug Zeit gehabt. Vielleicht kommt es mir nächstes Mal noch in den Sinn. Oder ich mache es nach dem Stream. Du bleibst in Zürich. Gut, Zürich ist auch genug groß. Da gibt es auch genug zu erleben, gell? Es wechselt die Karte im Runway 34 4 bis 5 Mal im Jahr. Aber dafür hat es nicht so eine mega Auswahl. Gut, ich meine, eben, da machst du es ja auch einfach mit dem Erlebnis und in deinem Fall, mit der Destination. Allein wäre es teurer. Ja, das Buch kannst du dir nicht so einer Reisegesellschaft anschliessen. Da gibt es sicher etwas. So ein dummes Bum-Bum. Ja, ich weiß, das ist das da. Hört ihr das? Das ist, wenn ich mit Ellbogen auf den Schreibtisch komme und das regt mich eben auch auf. Ich könnte das natürlich da live geschwind versuchen, den Filter reinzuhauen. Ich könnte mal sagen, ob das gut kommt. Was ist das gewesen? Es geht, hä? Es geht. Also ich bin hure laut. Warte mal. So. Okay. Test. Okay. Also ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen besser geworden. Also ich mach das neue Skate über den Expander. Weil dort hast du noch ein bisschen mehr, weil der ja Geräusche noch abklemmt, die vor und nach dem Reden kommen. Ist er laut als leislich? Ja, das stimmt auch. Aber wenn ich jetzt sehe, dass ich da zwischendurch in einen roten Bereich ausschlage, dann ist das schon ein bisschen heftig. So. Aber jetzt sollte es ziemlich gut sein, oder? Könnt ihr mal sagen, ob das besser ist? Also das wegen auf die Tischplatte hauen, das wird schwieriger sein, dass wir das wegbringen. Aber ich versuche es mal. Hä? Okay. Ist nicht besser? Okay. Ja, also es ist schlimm. Limiter haben wir auch nicht drin. Ah, das ist toll, oder? Was haben wir da? Minus 1. Wenn ich schreie, dann wird das auch schlimm. Oh.
Oh, wir haben sogar noch einen. Nein, haben wir nicht. Wir haben keinen Equalizer. Schade. Gut. Ich bin einfach leislicher. Nein, nein, nein. Also ich bin jetzt im gelben Bereich, oder? Schalt dein Handy, Leute. Also vorher habe ich definitiv übersteuert. Ist es vorher besser gewesen? Ja, das nächste Mal mache ich es vor dem Stream. Also es ist eh lustig, dass wir das ein ganzes Jahr lang noch nicht eingestellt haben. Aber ich weiss ja das auch noch mal, weil ich mich gerade selber mit dem ganzen Stream beschäftige. Darum habe ich das Zeug daheim schon eingestellt und weiss es gerade so ungefähr, was ich damals gemacht habe. Also, laut bin ich gewesen, aber das ein Livestream aufgezahlt. Das hat sicher auch. Also, es hat doch da der. Ah, wie heisst der holländische DJ, der so bekannt ist, macht er nicht immer auf Ibiza so eine Riesenparty? Ich gemeint, da ist. Boys! Ich glaube, das Boy ist schon, oder Boys ist schon fast copyrighted vom Ludwig. Also ich glaube, das darf man nicht einmal mehr im Stream brauchen. Aber er hat das ja wirklich sehr zum Erfolg gebracht. Also Ludwig ist einfach so ein mega bekannter Streamer. Keine Ahnung, haben von was. Und der macht halt immer so Boys zum Einstieg. Mit Last of Us bin ich übrigens nachher. Keine Angst, kein Spoiler, wir müssen nicht abschalten, alles gut. Ich finde es nur eindrücklich, oder? Wie dort der Fokus so extrem auf Charaktere gelegt wird. Und das wird ja auch im Internet so ein bisschen hervorgehoben, dass das eben schön gemacht ist. Und da fragt man sich halt schon, eben, haben das andere so extrem aber verpeilt, dass Charaktere einfach viel glaubwürdig involviert ist auch in dem ganzen Unterfangen. Dann habe ich so ein bisschen angefangen zu überlegen und eigentlich meiner Meinung nach gibt es zwei Charakteristiken für Film und das eine ist eben die Character-Driven Story, so wie eben Last of Us. Ich bin abgehackt. Gut. Also, dann nehmen wir das raus. Ich tue da einfach ein bisschen so. Okay. Jetzt habe ich das Abgehackte wieder rausgenommen. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Was ich wollte sagen ist, ich bin einfach bei Last of Us aber so ein bisschen drauf gekommen, dass es so wie so zwei Erzählungsstile gibt. Das eine ist die Character-Driven Story und das andere ist Plot-Driven Story. Das habe ich jetzt auch nicht irgendwie erfunden oder so. Also, don't credit me. Aber ich finde, es gibt ein mega gutes Beispiel, das vielleicht viele kennen. Das ist Herr der Ringe und Hobbit. Wenn ihr euch mal so überlegt, ist Hobbit ist so klassisch character-driven. Oder? Das geht ja mega um die Charaktere, was sie der Thorin, was er erreichen mit seinem Volk, wo er hin will, welche Ziele das er hat, und auch der Bilbo, der sich aus eigenem Willen anschließt. Wohingegen Herr der Ringe halt eben plot-driven ist, mit dem Ring und so, wo unbedingt zurück muss und vernichtet werden. Egal wie, und jetzt ist es per Zufall, ist es der Frodo.
Das ist eigentlich schon noch mega interessant. Es sind zwei völlig verschiedene Erzählstrategien. Und dann habe ich eben nochmal einen Bogen gemacht zu D&D, zu Dungeons and Dragons, wo mir auch sehr wichtig ist. Wo man eigentlich Charaktere lässt, Story designen und entstehen. Man tut ihnen nur die Welt zur Verfügung stellen, oder? Das ist ja das Schöne. Ich bin ja dort der Spielleiter. Mir gibt die Welt, leitet die brach ihnen zu Füßen und sie können sie quasi zerstören oder ummodeln oder beeinflussen, wie sie auch immer das wollen. Das ist schon. Das ist eigentlich ein mega schöner Ansatz, finde ich. Und der Ansatz verfolgt eben Last of Us auch mit einem krassen Fokus auf Charaktere. Darum, ihr liebe Leute, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, dann schaut es doch unbedingt. Ich komme keine Provision über. Aber man muss das Game nicht einmal gespielt haben, das ist das Tolle. Gute Dani, moinsen. Wie lange haben wir noch am Eiffelturm? Du fragst Sachen, hey, wie soll ich da eine Antwort drauf haben? Alle warten eigentlich nur aufs Nächste. Ich schnurre da vor mich an und komme nicht vorwärts. Wir sind beim Säckli 2. Nein, warte, jetzt sind wir 3,54, haben wir beide offen. Ich schaue mal hinterher, wo wir sind. Nein. 74. Also jetzt haben wir nachher noch 20 Beutel vor uns. Es geht noch ein Moment. Aber ich habe jetzt das bewusst so geplant, weil Valentinstag eben und Eiffelturm, Paris, Stadt der Liebe und so, oder? Da passt das natürlich wie Pfust aufs Auge. Habe ich das wirklich gesagt? Da müsste ich ja der Vergangenheit-Cyril ohrfeigen. Was, 5 Wochen habe ich gesagt? Jesus, sorry. Ja. Sehr blauäugig an die Sache. Ne? Also es ist nicht so, dass ich euch irgendwie hinhalten oder da künstlich Zeit schinden, überhaupt nicht. Es hat da schon also ich kann es jetzt euch nicht zeigen, aber da hat es eine riesige Kiste. Da sind schon zig andere Projekte drin, die darauf warten, ausgepackt zu werden. Oder anders formuliert, in diesem Jahr geht uns das Klötzle sicher nicht aus. Das letzte Mal geschaut, das war der 5. Der 27. Dezember. Yes, das ist ein guter, lustiger Stream. Dort ist es natürlich schneller gegangen. Aber jetzt muss ich das Ganze alleine machen, oder? Die haben mich alle im Stich gelassen, hocken alle auf ihrem Bürostuhl und töckeln irgendwelche Listen ab. Und ich habe hier den grössten Krampf mit euch, mit dem Eiffelturm, oder? 300 Meter, 10.000 Tonnen Stahl. Ich meine, das muss jetzt erst mal angekieft werden und zusammengebaut. So die Statik jedes Mal wieder neu berechnen. Die Radioantennen einrichten, Frequenzen, weißt du, also die ganzen Formulare, die ich da muss eingeben im Bund, dass ich da Radiofrequenz bekomme, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ein riesiger Papierkrieg. Und die Schweizer lieben ja Bürokratie, oder? Also da gibt es für alles ein Formular. Also dass ich jetzt da die Teile dran anstecken, für das habe ich auch das Formular einreichen. Ich musste draufschreiben, welche Teilenummer das ist und wo sie genau platziert wird. Und dann hat der Nachbar noch sein Okay geben, dass es nicht zu nahe an sein Grundstück angrenzt. Es ist eine verrückte Welt, in der wir drin leben. Das stimmt nicht. Aber ja, so eine Story mit näher an die Grenzen an haben wir wirklich mal gehabt. Bei meinen Eltern in ihrem Haus ist nebendran ein Nachbar eingezogen. Und da fehlt das Teil.
Also ist schon länger her. Die haben das Haus gekauft und haben dann ein bisschen dran rummachen. Und am Anfang haben wir so super mit ihnen und es war lustig und so. Und dann hat er gefragt, ja, ob er da können, oben noch eine Terrasse-Balkon anmachen. Und dann, ja, und sind noch ein bisschen blauäugig und haben es so cool gefunden, oder? Ich habe ja als Bub nicht viel zu melden gehabt. Aber sie haben gesagt, ja, ist gut, kannst du machen. Wir haben dann natürlich gedacht, den Baueingabe gemacht. Du musst ja das abnehmen lassen. Hat er aber nicht, weil er ist so... Tut mir leid, was jetzt in jemandem zu nahe treten, aber so ein ultragrüner, so ein extrem Alternative, wo einfach sich diesen ganzen Regeln ein bisschen widersetzen will. Und hat dann einen Terrassenbau. Also das war kein Balkon mehr, das sind, keine Ahnung, 20 Quadratmeter gewesen. Einfach ausgebaut und dann wirklich, also so, wenn du so raufschaust, dann hat es noch so viel Abstand. Ja, das ist jetzt schwierig. So einen Webcam-Rahmen, breite Abstand gehabt. Zwischen unserem Grundstück und seinem. Ja, und dann hat natürlich der ganze Shitstorm angefangen. Ja, man kann jetzt natürlich sagen, ja, wieso haben ihr dann nicht früher reagiert und blablabla und so. Wir haben das erst nachher herausgefunden, weil wir beim Abgraben oben dran einen Grenzstein gefunden haben und wir eigentlich noch mehr Grundstücke haben, als ursprünglich eingezeichnet war. Doof. Aber ja, Hauptsache er hat dann gemotzt, wo unser Bambus langsam bei ihm rausgekommen ist. Also typische Nachbargeschichte. Das wäre etwas für das erste Wochenende, wenn. Für den Simu. Wieso macht er Streams, wo er etwas muss fertig machen muss? Und erst dann ins Wochenende darf? Das Old Trafford Stadium hat er gebaut. Das sind natürlich auch etliche Teile. Haben wir das noch? Ich muss gerade schauen. Das Old Trafford. Nein, wir haben nur noch das Lichtset. Aber vielleicht können wir es nochmal über. Ich kann jetzt nicht schauen, wie viele Teile das hat. Aber sicher eine ganze Schwette. Ja, ich kenne noch manches nicht, Leute. Ich bin auch in die Jahre gekommen. Ich streame jetzt wieder seit einem Jahr. Vorher bin ich ein bisschen ab von der Bildfläche. Oh, ist das der... Aber Sally, bist du eins am Genießen in dem Fall? Eins am Genießen. Aber das wäre auch mal eine Challenge. Erst Wochenende, wenn. Ich glaube einfach, die Garo, meine Chefin, hat da nicht so Freude dran, wenn ich nachher gar nicht mehr vorkomme und nur noch da hinten würde klötzeln. Yes, sir. Nice. Er ist von Energy Bern. Ach so. Ja, ich lasse doch kein Energy Bern. Hallo? Wir sind in Magewil. Gute Bitte. Da lässt sich niemand Energy Bern hier. Es ist schon schwierig, in einem Büro sich auf einen Radiosender zu einigen. Da habe ich lieber keinen und höre ein bisschen Spotify für mich. Erstes Wochenende. Okay. Ja, es hat ja ganz viele Stream-Ideen schon gegeben hier, wie wir das noch machen und anpassen und Collab-Streams, Community-Streams, was haben wir noch gehabt? Speed-Building, so ich gegen Community, aber da wäre einfach vorhin schon klar, dass ich würde ablausen, das ist ja auch langweilig. Ich meine, das Wettbüro hat nicht einmal Freude dran, oder? Dann ist einfach die Quote für mich ist einfach 1 zu 1000. Wobei, wenn ich dann mal schneller wäre, dann würde er ja richtig den Kohle machen, wenn er auf mich gesetzt hätte. Habt ihr auf unserer Webseite eigentlich schon gesehen, dass wir Bruchtal gelistet haben?
Herr der Ringe Set von Lego Bruchtal. Wunderschön. Kann man auch schon vorbestellen. Da sind wir einfach sehr schnell gewesen. Ich habe gesagt, nein, das ist so geil, das brauchen wir sofort. Und natürlich werden wir da dann auch noch eins bauen. Eins Bruchtal. Nein, es sind mehr als 550 Steine. Ich glaube, es sind 6700 Steine. Aber ja, ich weiß schon, welche Steine das du meinst. Ja, also wir verdienen im Fall nicht mehr viel dran. Nur, dass ich das gesagt habe. Es ist von Haus aus ziemlich teuer. Ja, ich weiß. Nein, ich habe ja nur gemeint, weil Klemmbausteine und so. Ja, ich weiß. Es ist sehr flach, tut mir leid. Das ist wieder einer von diesen Tagen. Das Togepi-Emote habe ich noch nicht gesehen. Das ist herzig. Ja, der Hogwarts Express ist kostet auch schon ein bisschen etwas. Aber ich kann euch einfach nur anraten, bei diesen Exklusivsets kaufen sie so früh wie möglich, weil tendenziell werden sie mit der Zeit, also auch über die Monate, allenfalls Jahre hinweg, je nachdem wie gut das läuft und noch verfügbar ist, einfach immer noch teurer. Oder? Ausser es ist mal ein Set, das wirklich einfach niemand will, dann kann es sein, dass es mal runtergeht im Preis. Aber dann wird es garantiert auch unter den Einkaufspreis gehen. Wie bei diesen ganzen Exklusivsachen auf Lego ist die Preisschlacht auf dem Markt einfach in Flames, Leute. Also da verdient niemand mehr irgendetwas dran. Hey, was ist denn mit dem Mikrofon los? Echt, mich versteht man nicht mehr. Okay, also wenn ich da abschnurre, weil mir zeigt es eben an, dass ich voll im roten Bereich ausschlage. Moment. Wir haben eigentlich nicht gross etwas geändert am Mikrofon. Ja, Musik kann ich auch nicht mehr leisiger machen. Aber ich kann natürlich versuchen, ein bisschen lauter einfach zu reden. Wenn das auch nicht so optimum ist. Aber ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Vorher amix weg sein mit der Stimme. Also Frame Drops haben wir auch keine. Bitrate ist stabil. Müsste ich mal schauen. Das kann ich jetzt live natürlich nur schlecht, weil ich sehe nur, was Streamlabs mir hergibt. Und das sagt, bist gut dabei, zwischendurch ein bisschen zu laut. Aber das ist ja offenbar nicht der Fall. Vielleicht einfach ein neues Mikrofon. Vielleicht einfach das.
Also ja, wenn ich da über rede. Also das gehört ihr jetzt nicht. Wenn ich dort hin bin, gehört ihr das nicht. Weil wenn ich hier bin, dann das hört man noch, okay. Aber das ist ja wirklich komisch. Also, eben rein vom Pegel her ist bei mir alles gut. Also wenn ich so runtergehe wahrscheinlich. Okay, aber wenn es so gerade tiptop ist, dann lassen wir es. Ob ich League of Legends spiele? Schon sehr lange nicht mehr. Ich habe damals angefangen LOL zu spielen, wo der Wukong rausgekommen ist als neuer Champ. Also jetzt kannst du mal zurückrechnen, wie lange das her ist. Und aufgehört, wo... Boah. Ich glaube, wo die Project-Skins rausgekommen sind. So um ein Yasuo oder so habe ich aufgehört. Aber ich bin nie gut gewesen. Also. Hättet ihr jetzt keine Freude gehabt? Ich finde, LOL ist so mega schwierig zum Streamen. Also einerseits ist es natürlich extrem viele Kanäle, oder? Bis du da mal irgendwo gefunden wirst. Du brauchst eine Followerschaft von etwa 200 aktiven Zuschauern. Und das andere ist, also sind wir ehrlich, dort schaust du nur gerne Leute zu, die auch Skill haben, oder? Sonst wird es doch einfach eigentlich langweilig. Wenn da einer nur so in der Holzliga rumdümpelt. 12 Jahre, also 12 Jahre ist es her oder 12 Jahre spielst du schon? Bist du in dem Fall aktiv dabei oder wie? Wäre noch cool, wenn du markieren, an was ich gerade dran bin. Ah, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Können wir hier eine Grafik einfach so geschwind einfügen? Warte mal. Ich mache jetzt das geschwind. Dann haben wir das gerade gelöst. Weil jetzt hast du extra deine 100 Punkte eingelöst, dass, dass die Meldung da kannst zeigen. So, da, jetzt brauche ich einfach hier so. Ich hoffe jetzt, das ist auch ein richtiges PNG. Toll. Professioneller Stream, oder? Da haben die doch auch Freude. Alles live hier anpassen. Das ist kein richtiges PNG. Was soll ich jetzt mit dem? Das ist so ein Scheiß. Ja, hör auf. Das ist immer so schlimm, wenn du mit dem Zeugs gehst auf Google und dann hast du das Gefühl, ja, mal ich habe ein PNG gefunden. Und dann ist es aber doch keins. Das ist auch ein Kreis. Also wenn jetzt da zu lang PNGs muss suchen, dann tut es mir leid, Leute. Ich kann da kein Photoshop oder so drauf, wo ich das geschwind aufziehen kann. So, profimäßig. Also PNG wird da schon unterstützt, oder? Ja. Der Eiffelturm ist ja auch ein PNG. Also, ich versuche es nochmal mit dem Arrow. Alpha. Ich habe natürlich Alpha nicht ausgewählt. Ich Hobby. Nein, das geht nicht. Das geht auch nicht. Das ist so gut. Also da. Wir sind da. Da. Also nein, nicht genau. Eigentlich sind wir da. Seht ihr das? Da unten. Moment. So. Da. Hier. An dem sind wir gerade dran. Ist das jetzt professionell gewesen? Ist das akzeptabel so?
Alle haben Freude. Ja, aber das gibt's doch nicht. Auf Google gibt es kein anständiges PNG von einem Pfeil. Also ist das euch Ernst? Ist das wirklich euch Ernst? Das ist einfach... Oh, schau jetzt! Jetzt habe ich eins gefunden! Also Leute gibt es einfach, die wissen nicht, für was das PNG da ist. So. So. Wenn ich jetzt das noch kann flippen. Wow. Schau jetzt. Da. So. Okay. Gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann müsst ihr ja noch wissen, wo wir sind, oder? Dass man das auch lesen kann. So. Ich weiß gar nicht, was haben wir für eine Schrift? Was habe ich da für eine Schrift? Ich glaube, ich habe die da. So, irgendwie. Ja, ja. Ah, herrlich. Das ist der Content, den er wollte. So. Jetzt aber. Nein, ist doch eine gute Idee, Gudi. Merci vielmals. Also ich finde das ist gut. Jetzt wissen die Leute, wo wir dran sind. Ui, ich habe jetzt richtig aufgemacht. Ja, 55. Top. Ist es drauf an, wenn wir das da... Auch nicht. Merci vielmals, danke. Also merci an Gudi für den guten Einfall. Das macht ja wirklich Sinn. Dann mache ich das auch gerne, wenn ihr das noch aushaltet mit mir. Da Live-Editing. Mit irgendwie 10 PNGs, die keine PNGs sind. PNG. Ja, es sieht wirklich so aus, ja. Ja, kannst du nicht noch da die Cam machen, dass man auch noch das sieht, was du schon gebaut hast? Ja. Es hat noch eine Cam dort hinten. Aber dann sieht es einfach so leer und tot aus. Wenn wir eben einen Greenscreen hätten, dann könnte ich das mal fotografieren und dann könnte ich wenigstens ein Foto reinstellen. Das wäre nicht schlecht. Dass man noch sieht, was ist auch schon gebaut worden oder wie sieht es aus. Weil ohne Greenscreen habe ich einfach keinen Bock, das nachher alles auszuschneiden. Mit diesen ganzen Stahlträgern dazwischen. Aber am Schluss vom Stream, also in einer Stunde etwa, zeige ich euch dann schon noch das, was wir bislang gemacht haben. Und jetzt bauen wir einfach das Fundament für den oberen Spitz dort. Okay. Ja, dann merci. Hauptsache, wir haben das noch geschwind gemacht, Gudi. Dann wünsche ich dir ein schönes Tagli. Merci fürs Vorbeischauen und ganz eine tolle Woche dir noch. Das ist natürlich schön, wenn es jetzt nur so wenig
da zum Bauen gibt pro Seite, dann können wir natürlich schnell hindern. Ah, der gute Dani muss natürlich jetzt Blumen posten, oder? Ist mir jetzt in den Sinn gekommen, als er den Streamtitel gelesen hat, so, ah, Scheiße, ist ja Valentinstag. Ist gern geschehen. Ich helfe euch doch gern, euch an die Daten zu erinnern. Ah. Fusseli da. Moment. Ah. Aus, tut's mir weh. Abstimmung? Abstimmung über was? Du meinst, für was wir abstimmen? Was für Wahlen Abstimmtag? Was für Wahlen gibt es am Abstimmtag? Oder über was muss man abstimmen am Wahltag? Oder was muss man wählen am Abstimmungstag? Entschuldigung. Bin ich überhaupt nicht im Bilde. Ich bin ich bin einer von diesen Schlimmen. Einer von denen, wo man eben nicht sagen will, dass er eine Schweizer Idee hat, dass sich so wenig beteiligt. Aber ich habe jetzt gerade wirklich anders im Tun. Da bin ich überhaupt nicht auf dem Laufenden. Wahlstimmungstag. Ja, und weißt du, das Ding ist halt auch, so die politischen Themen auf Twitch, das ist halt so ein bisschen schwierig, oder? Man tut sich dann immer relativ exponieren. Und man muss ja fast Partei ergreifen. Und darum würde ich es eigentlich eher begrüßen, wenn wir könnten so da die politischen Themen ein bisschen vorne weglassen. Ich meine, wenn ihr im Chat das diskutieren wollt, könnt ihr das gerne machen bis zu einem gewissen Grad, aber eher nicht. Wenn ihr könnt abstimmen, Daumen hoch, super. Macht ihr top. Da sieht fast alles gleich aus. Es ist zum Mäusemelken. Das Sprichwort kommt ja irgendwo her, oder? Hat wirklich mal irgendjemand versucht, eine Maus zu melken? Also ist irgendwo, keine Ahnung, im Mittelalter so, keine Ahnung, Pest grassiert, man hat nichts mehr, alles stirbt, es hat nur noch Mäuse, die sich als Dings, als Korn anwagen. Und da hat man versucht, die zu melken. Würde man das heute machen, dann würde man das sicher extrem teuer verkaufen, oder? Bis du mal so einen Liter zusammen hast. So einen Liter Mausmilch, da musst du ja sicher 1000 Mäuse durchmelken. Und wenn, dann wäre das sicher so eine asiatische Spezialität. Da gibt es ja allerhand so lustiges Zeug zum Essen. Und das ist doch auch noch gar nicht so lange her gewesen, mit
dem ganzen Zeug da mit der Muttermilchglasse und so. Hat das mal irgendjemand von euch probiert? Also es ist ja nur Milch. Nein. Nein. Wirklich einfach nein. Ja, aber das von der Kuh trinkst du ja auch. Ja. Ist aber nicht von meiner Spezies. Aber da redet ja niemand mehr drüber. Das war auch noch so ein kurzer Hype, wie da Insekten essen und so. Hat sich ja auch nie durchgesetzt. Haben wir an der Hotelfachschule übrigens auch gehabt. Mal so einen Insektentag. Wo wir, hat es eigentlich alles gegeben mit Insekten. Das war gar nicht so schlecht im Fall. Also ich weiss, es braucht mega Überwindung. Aber ich bin mir sicher, viele von euch sind schon irgendwo in der Ferien gewesen, in Thailand oder was auch immer, und haben dort schon so mal so einen Skorpion am Spieß gehabt oder keine Ahnung, Ratte oder so, würde ich jetzt nicht empfehlen, aber vielleicht eine Fledermaus oder so. Aber wir brauchen ja Entry-Level hier in der Schweiz. Und so die Heugümper oder vor allem Mehlwürmer sind eigentlich schon noch easy. Wenn man die Augen zumacht und sie nicht noch so richtig saftig frisch sind, sondern am liebsten schon frittiert, dass du eigentlich gar nicht mehr das Gefühl hast, du isst ein Insekt. Die ersten, die ich gegessen habe, sind tatsächlich nicht in der Schweiz, aber auch nicht in Asien, sondern an der Sprachschule in Oxford in England. Dort hat einer in so einem Spezialitätenladen so Mehlwürmer gekauft mit Curry-Geschmack. Und die sind wie Chips gewesen. Das war voll lecker gewesen. Aber ja, ich müsste jetzt nicht haben, so, keine Ahnung, Zweifelchips plötzlich neu da Mehlwürmer rausbringt als neue Sorte. Mehlwurm, Paprika. Vielleicht gibt es mal auf ihrer Seite da You, kannst du deine eigenen Geschmäcker so zusammenstellen und ein Päckchen heimstellen. Zweifel. Habt ihr das schon mal probiert? Oder sind ihr eher Leute, die sagen, nein, bei mir kommt nur Paprika ins Haus? Oder nur Salz? Kaufen wir heute noch Salzpaprika? Einfach nur, Salzchips. Einfach nur gesalzen. Gibt's noch Leute da draussen, die sagen, nein, ich will meine frittierten Herdöpfel so, wie sie eigentlich daherkommen, aus der Fritteuse nur mit ein bisschen Salz. Weil auch wenn du früher aber so Snacks gepostet hast du ja immer Paprika und Salz gekauft. Und Salz ist einfach immer auf dem Tisch geblieben. Das hat nie fertig gegessen, aber Paprika... Alles weg. Versalzene Salzstängeli. Machst du die selber mit extra Salz? Was mache ich mit dem? Versalzene Salzstängeli. Salzstängeli, wenn ich die sehe und esse, dann kommt mir einfach gerade so spontan so Magen-Darm-Grippe in den Sinn.
Das ist so typisch. Ist das bei euch auch so gewesen? Wenn ihr krank sind als Kind oder so, die Mami oder der Papi immer Salzstängeli, Cola und dann später, wenn es ein bisschen besser gegangen ist, so ein bisschen für Vitamine, Bananen und Orangen. Das war so ein kleines Ding gewesen. Und natürlich Haferschleimsuppe wichtig und Herdöpfelstock mit Rüebli. Pommes frites aus dem Mac, sage ich noch dazu. Du gehst extra Pommes frites im Mac kaufen, dass du heim Snacks hast für den Apero. Nick, ich ziehe meinen Hut vor dir. So viel Aufwand für einen guten Gastgeber zu sein. Toll. Nein, sicher nicht. Wirklich nicht. Okay. Hey, wo ist... Ah, das habe ich ja schon da. Ich habe ja vorausgeschaut. Das ist Wahnsinn. Wirklich nicht. Also wenn ich mir etwas dürfte wünschen, ich bin ja nicht so oft in Fastfood-Ketten anzufinden, aber wenn ich mir etwas dürfte wünschen, dann Burger aus dem Burger King und Fritten aus dem Mac. Wir haben jetzt gerade am Wochenende haben wir wieder selber Burger gemacht, leider nicht selber Pommes, und wir haben auch ganz gesund Salat genutzt zu unserem Hamburger. Nicht Hamburger, Burger, Entschuldigung. Ja, und das war voll geil gewesen. Haben wir einfach Hack gemischt und ein bisschen Gewürz drunter und Kräutchen, was weiß ich alles. Und dann, wenn es so richtige Flair, weil sonst in der Migros in Coop und so kannst du nur da, oder da kannst du fast schon Zeitung schauen durch die Hamburger Plätzchen. Und wir haben wirklich so riesige Klöpper, oder richtige grosse Klöpfer haben wir gemacht. Das war geil gewesen. Das Zeug war dann auch mal so richtig saftig gewesen. Ein Burger ist eigentlich nur geil, wenn du schon nach dem ersten Biss musst zu der Serviette greifen, weil er so saftig ist und es überall raustreibt. Dann ist es ein guter Burger. Ich hätte dem Apero so einen Speck dazwischen. Egal was es ist. Selbst da die gekauften Salzstängeli. Einfach noch einen Speck drum wickeln. Bin ich bei dir. Speck macht wirklich vieles geiler. Und da sind jetzt wahrscheinlich alle Vegetarier und Veganer gerade sofort aus dem Chat, aus dem Stream, gerade blockiert, brack.ch, unfollow. Nein. Darf ja jeder selber entscheiden, glaube ich. Aber Speck ist schon gut. Ich finde, bei Speck gibt es auch mega Unterschiede, je nach Land, wo du bist. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Ich schnurre wieder zu viel, ich stolpere die ganze Zeit über meine Zunge. Aber zu Amerika zum Beispiel, kommst du ja in diesen Diners, wo kannst du zum Morgen essen. Da kannst du so die Riesenplatten bestellen und so Semi-English Breakfast, was weiß ich alles. Und aber auch so Spiegelei-Speck. Und der Speck dort, der schweinelt so abartig. Dort finde ich den Speck wiederum auch nicht mehr geil. Weil da merkst du einfach, was die diesen Tieren alles für komische Sachen auch erfuhren und so. Und es hat so extrem viel Schwarte dran. Das ist ja mega dick geschnitten. Da haben wir da ja in der Schweiz einfach schon ein bisschen eine andere Qualität, muss ich sagen. Deutschland auch. Deutschland ja sehr spezialisiert auf so Wurstwaren. Auch immer top. Kommt auf die Specksorte drauf an. Also es gibt noch verschiedene Sorten beim Speck. Also ich kenne nur den Frühstücksspeck, der ist Bratspeck. Und der geräucherte, die Rauchspeck. Sorry, den haben wir noch online. Ich glaube irgendwo etwas um die 700. 679 kostet der. Voilà.
So, da, bitteschön. Ich darf ja Links posten. Hey, wir haben noch 2 Lager. Oh mein Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Die sind ja schon reingekommen. Oh, das wäre doch ein Valentinsgeschenk. Kommt jetzt erst auf morgen. Aber wir haben noch 2 Leute. Also wenn ihr den Eiffelturm wollt, dann in Bestellung 10. ja. Musst früh reagieren, oder? Könnte natürlich sein, dass wir bis dann Anfang März ist, schon wieder aufschrauben und es dann noch mehr werden. Ja, es ist natürlich, es ist schon ein krasser Preis. Das stimmt so. Aber es ist auch riesig, oder? Also eben 1,49 Meter groß, 10.001 Teile. Und ich erwähne es gerne nochmal, wir verdienen so gut wie gar nichts an diesem Eiffelturm. Also er ist von Haus aus einfach teuer. Darum müsst ihr nicht irgendwie Sorgen haben, dass wir jetzt da voll den Umsatz fahren ab dem und euch da noch 100 Stutz draufschlagen, was weiß ich. Das sind doch nicht die Teile, die ich brauche. Ah, die sind da drinnen. Das muss ich auch noch aufmachen. Ja, ich werde sie in 3/4 Stunde sehen, wenn ich nachher den unteren Teil nochmal hole vom Eiffelturm, dass das ein riesen Viech ist. Hogwarts Express! Ja, ich glaube, der wird schon noch ein bisschen rum sein, der Hogwarts Express. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch 24. Der bleibt schon noch ein Moment, glaube ich. Ich finde, der Hogwarts Express ist so etwas sehr Ikonisches, oder? Das ist so der Anfang von dieser Reise Richtung Hogwarts und so. Ist ja auch sehr präsent, gerade am Anfang bei Hogwarts Legacy, wenn ich das noch recht im Kopf habe, bevor es auf Hogwarts zugeht mit der Kameraführung. Ja, aber scheint nicht bei allen Leuten so gut anzukommen. Aber man muss sich halt schon eben gut überlegen, oder? Will man das unbedingt und ja, wartet man dafür oder lässt man ein paar andere Sets raus? Weil ja, ich kann nicht verlangen, dass er einfach alles kauft, das geil aussieht. Auch wenn das toll wäre für unseren Umsatz natürlich, aber ich bin ja schlussendlich bin ich ganz bei euch, oder? Darum auch Herr der Ringe Bruchzahl. Ich bin seit ein riesen Herr der Ringe-Fan. Aber 550 Stutz ist halt eben schon auch ein Sümmli, oder? Und dann musst du halt einfach sagen, okay, wenn ich den kaufe, dann muss ich vielleicht etwas anderes nachher. Auf etwas anderes verzichten. Aber ich glaube, wenn ich persönlich jetzt mir würde es wirklich mal ein teures Set leisten, dann wäre es jetzt. Ja, dann wäre es jetzt Bruchtal. So, von denen gibt es 4. Ja, das andere grosse ist ja da der Millennium Falcon von Star Wars. Der ist auch sehr teuer. Aber das ist einfach. Also man kann sich das auch fast nicht vorstellen, oder? Weil. Ja, 1,49 Meter, ja, okay, ja, ist schon gross, aber ist ja eigentlich doch nur Lego und so. Aber wenn man dann 1,49 Meter mal anstellt, so rein nur Klötzchen, oder? Das ist schon, macht schon etwas her. Du stellst ihn dann auch auf den Boden. Also, wenn der nachher steht, seht ihr da unten da die Kiste, jetzt sieht man den Boden natürlich nicht. Aber ihr wisst, das da ist ein typisches, ich glaube, die heißen Pax IKEA-Regal. Also der Eiffelturm kommt nachher gut etwa bis da an, wo jetzt die Kiste aufhört. Fast bis zum obersten Regal an. Dort werden wir ihn nachher dann auch anstellen. Da könnt ihr immer
begutachten. Falls wir dann irgendwann einmal in ferner Zukunft noch etwas anderes bauen sollten als da der Eiffelturm. Ja, das ist ja gut. Ja, ich weiß noch gar nicht, ob in dieser Kiste nebendran, wo es noch andere Sets hat, was wir dann als nächstes bauen. Vielleicht lasse ich euch auch mal abstimmen, dass ihr könnt sagen, was ihr als nächstes sehen wollt. Also jetzt nicht einfach Free Will da von Brax, sondern von dem, was in der Kiste ist. Da gebe ich euch dann aber sicher mal schauen auf Discord oder auf Twitter oder live im Stream, bevor wir da den Eiffelturm fertig machen, dann eine Abstimmung. Dann können wir doch das dann mal zusammen entscheiden. Sonst muss immer ich das entscheiden und dann sagt ihr wieder, ah nein, ah schon wieder, ah das habe ich gar nicht wollen, ich will das. Mir ist ja das gleich. Früher oder später wird alles zusammengeklötzelt. Also die Teile habe ich auch noch nie gesehen. Das sind so zwei von denen, von den normalen kleinen. Ich kenne Dreier, aber Zweier habe ich jetzt noch nie gesehen. Da habe ich jetzt noch kein Set zusammengebaut, wo die drin gewesen wären. Aber ja, gibt es sicher auch schon lange. Also neu sind sie sicher nicht. Ui. Ecke kommt auch eins. Nein, Ecke kommt erst nachher. Okay. Wir bauen jetzt gerade so die Querstreben rein. Sehen Sie da so mit dem da, mit dem Bogen. Es wird wieder warm, hey. Es wird wieder ein Pain im Sommer. Da hat es wenigstens so eine Klimaanlage drin, aber die willst du ja möglichst nicht einschalten, von wegen Umwelt und so. Aber ich habe zum Beispiel die Heime in meinem Büro, ich jetzt schon, wenn der PC so ein bisschen auf Last läuft, kann ich eigentlich schon langsam kurze Hosen anlegen. Ohne dass ich wirklich heizen im Büro. Wie ist es bei euch so? Wie macht ihr das mit dem Büro? All die Gamerinnen und Gamer da draußen. Oder auch, wir haben ja auch Streamer da bei uns im Stream. Wie löst ihr das? In der Regel habt ihr Kopfhörer an, oder? Und dann noch den PC auf Volllast. Das Fenster könnt ihr schlecht aufmachen, weil ihr wollt ja eure Nachbarn nicht nerven mit eurem Kommentar, eurer Kommentierung. Aber willst du dir auch keine Klimaanlage reinstellen, oder? Das ist ja auch völlig überrissen. Dann hast du den PC mit dem 1000 Watt, dann hast du noch die ganzen Lampen, dann hast du noch die Klimaanlage, nochmal 2000 Watt. Dann haust du irgendwann mal die Sicherung raus. Im Grossraumbüro easy kühl. Ja, also im Grossraumbüro innen dran ist bei uns auch kühl, weil sie haben die Heizungen überall runtergeschraubt. Ich meine, wenn du das weißt, kannst du die auch wärmer anlegen, oder? Aber wenn es eben warm wird, dann kannst du da nicht viel dagegen machen. Die Heime. Ja, alles gut. Hey, da geht es jetzt schon. Da könnte ich theoretisch das Fenster aufmachen. Oder eben Klima. Oder einfach mal Zömli abziehen oder so.
Viertel Block gamen, Problem gelöst, sagt der Barracks. Why not? Wir müssen wahrscheinlich dann noch eine Kategorie wechseln. Vielleicht auch eine Streaming-Plattform, aber absolut möglich, ja. Eine gewisse Dame auf Twitch hat das ja auch bewiesen, dass das geht. Man kann von Twitch auf eine andere Plattform wechseln, wo man dann eben Viertelblock kann rumhocken und das funktioniert. Nicht gerade dazu streamen. Okay. Ja gut, sagst du das jetzt? Jetzt hast du schon fast wollen mir da so einen Hot Tub bestellen. Oder einfach so einen Pool und so eine aufblasbare Banane. Aber dann lasse ich es jetzt doch sein, in dem Fall, wenn du sagst. Die Hot Tub direkt bei Brack. Ich weiß nicht, ob wir Hot Tubs haben, ehrlich gesagt. Ich kenne nur, wir haben die Witcher-Figur, die im Hot Tub ist. Die haben wir. Nein. Wir haben Hotstone-Massage-Erwärmungsgerät. 17 Liter. Das kann ich anbieten. Oder Hotdog-Maschine. Ja. Oder Hotstone Grill, Tischgrill. Das kann ich auch anbieten. Aber Hot Tub fehlt noch. Ich glaube, das Lager würde wahrscheinlich leichter randalieren, wenn da so halbe Tonner Hot Tubs reinkämen, 20 Stück. So schön mal 10 Tonnen auf der Laderampe. Mal über ein Hot Tub Brack-Sponsoring reden. Ja, wir haben letztes Mal schon gewitzelt mit dem Troy, oder? Ich hoffe, die Leute sind nicht wirklich online gegangen und haben das Gefühl gehabt, ich und der Troy sagen jetzt im Hot Tub. Firmennamen mit einem Stift auf die Arm schreiben, wenn wir das würden machen. Okay. Verkaufst du nebenzu noch Hot Tubs? Whirlpools hat es, stimmt. Da haben wir auch da die aufblasbaren von Intex und so. Die sind, glaube ich, noch praktisch. Ziemlich weg beim Reden. Tut mir leid. Ich versuche so nah wie möglich am Mikrofon zu bleiben. Ich darf nicht zu weit weg, habe ich gemerkt. Ja. Wir haben letztens so ein Angebot bekommen von einer Bekannten von der Frau, die wollen ihren Whirlpool weg, also abgeben jemandem. Weil er hat ein kleines Leck und wahrscheinlich haben sie einen neuen oder sind umgezogen, was weiß ich. Und dann hat sie natürlich mega gedacht, ja, komm, wir nehmen den, wow, ich wollte schon lange Whirlpool, wow, so geil und so. Aber ganz ehrlich, ich weiss nicht einmal, darfst du in einer Mietwohnung auf der Terrasse einen Whirlpool an tun? Ich weiss ja auch nicht wegen dem Gewicht, oder? Und das Wasser darfst du ja auch nicht auf der Terrasse abladen. Das musst du ja irgendwie zurückführen in die Badwanne, das gehört ja zum Abwasser. Ja, da bin ich richtig der Bünzli. Aber da halte ich mich schon dran. Ja, wie geht das? Also, wie soll ich nachher mit dem Schlauch von der Terrasse in die Badwanne und das abladen? Das Gewicht ist ein riesiges Problem. Ja, aber das kommt auch noch dazu, oder? Das sind ja nicht nur, ich glaube, Badwanne ist so 300 Liter, oder? Im Whirlpool wahrscheinlich 500 Liter, gleich 500 Kilo auf irgendwie 2-3 Quadratmeter. Das ist vielleicht schon ein bisschen viel. Nicht zu nah, sonst ist es ASMR. Okay, jetzt kann ich ja die Kategorie immer noch wechseln. Dann ist alles legitim. Wieso tut das Mikrofon heute so schwierig? Oder tut es immer schwierig und ihr sagt es mir einfach nicht? Schon beim Vermieter anfragen. Ja,
Ich habe mich dann eh so kompliziert angestellt, dass wir ihn jetzt nicht genommen haben. Also die Geschichte ist eh schon gegessen. Wir zügeln ja auch im November, hoffnungsvoll Ende Oktober schon. Ja, und dann den Scheiß schon wieder zügeln und eben, da musst du immer Chlor reinrühren und das ist ja auch nicht gut und es kostet die ganze Zeit. Du musst warten, bis er heiß ist, wenn du ihn brauchen willst. Dann willst du ihn doch nicht brauchen. Und also das ist ja einfach nur ein Luxusteil, oder? Also es ist ja, bringt dir ja sonst wirklich nichts, außer dass es viel kostet. Er wäre gratis gewesen, darum ist die Diskussion aufgekommen. Wo kein Kläger, kein Richter, wegen dem Wasser, mit der Traglast müssen wir schon abklären. Ja, nein, wir wohnen Attika, ja. Also, wenn es kracht, dann kracht er gerade die nächsten 3 Stockwerke durch. Aber da haben alle etwas vom Whirlpool gehabt, wenigstens. Immerhin. Ich bin ja sehr ein teilfreudiger Mensch. Ja, eben, die Temperatur musst du warten, da musst du immer schon eine Stunde vorher oder so einheizen. Und nicht vergessen, er hat ja eben auch noch ein Leck. Also das hätte man dann auch noch müssen machen. Das hätte sicher auch noch mal gekostet. Kostet ja alles. Außer der Whirlpool, der hat nichts gekostet. Ja, Stromfresser für nichts, genau. Ah, schön. All die unterstützenden Argumente dagegen, das finde ich toll. Ich bin eben auch dagegen, oder? Mir wird es jetzt heiß. Also nach so 10, 15 Minuten ist gut für mich. Andere Mittel als Chlor, wo man in Whirlpool tun kann. Ah, echt? Das habe ich nicht mal gewusst. Ich beschäftige mich gar nicht mit dem. Also sind die dann nachher auch so biologisch abbaubar und so? Attika ist kein Problem. Hast du gehabt? Haben einen immer auf 35 Grad gehabt. Nach 10 Minuten solltest du eh wieder raus. Ah, okay. Ja, aber eben, dann zahlst du so viel. Für 10 Minuten geschwind pro Tag. Ah, die Matte hast du noch, genau, wo du drüber tust und eigentlich so die Hitze isoliert, ja. Aber wenn du einen hast, ist dir dann jetzt aufgefallen, dass das irgendwie mega teuer geworden wäre, so mit der Stromrechnung und so? Ich stelle mir da schon vor, dass das einen gewissen Impact hat auf Stromrechnung, Wasserrechnung. Zwischendurch musst du ihn ja schon reinigen und auf das habe ich auch keinen Bock. Lieber irgendwo mal in ein Bad, ein Sprudelbad nehmen, ja. Sicher die günstigere Option, je nachdem wie oft in so ein Bad gehst im Jahr. Was, du noch nie in einem Whirlpool gsi? Jetzt ohne Sein, aber du bist schon mal irgendwo Wellness oder so in ein öffentliches Badehaus. Der hat noch nie reingekumpelt. Oder hast du einfach Angst vor diesen ganzen Viren und Bakterien, die dort rumfleuchen? Oder vorher noch gerade in das Liebesbärli drin war. Also jetzt am Valentinstag würde ich sicher nie in einen Whirlpool reinsteigen. Kannst nicht gerne an öffentliche Badeorte. Okay. Ja, gut. Über persönliche Präferenzen wollte ich jetzt nicht diskutieren. Aber ich kann es zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Also bei
bei uns in der Beziehung ist auch eher sie, die sagt, ach komm, wir gehen mal wieder Wellness. Und ich dann so, wieder irgendwie, keine Ahnung, 50 Stutz für irgendwo ins heiße Wasser hocken und das ist so schön. Da lässt dich noch zudampfen, bist die ganze Zeit am Schwitzen und dann es läuft nichts, es ist langweilig und ja, kannst ein bisschen zusammen sein, es ist gemütlich und so, ja, ist gut. Aber ich habe das Zeug dann einfach, das verleidet mir so schnell, ich habe das so schnell einfach gesehen. Weil du genierst. Ach so, nice, Bitte nicht. Also, wenn die ab den Blicken fürchtest von anderen, ja, kann man jetzt natürlich immer so easy sagen, so, ja, du dich nicht dafür interessieren, aber ich denke, wenn du es einfach mal genug oft machst und dich dazu kannst bewegen und durchsetzen irgendwie, dann kommt das schon gut mit der Zeit und du tust dich weniger genieren. Aber mach dir nicht so viel aus der Meinung von anderen. Jetzt sind kein Twitch, nein. Sie gamen dann nicht wirklich. Außer FIFA. Und FIFA game ich nicht. Außer wenn sie mich mal wieder dazu nötigt. Das ist das einzige Game, wo ich wirklich ausraste. Ich verstehe das einfach nicht. Also ich verstehe grundsätzlich die Regeln von Fußball. Aber das Game macht mich einfach nur hässig. Hexenfly noch gesagt, wegen der Stromkosten schon ein bisschen mehr, aber schauen nicht wirklich drauf. Okay. Gut, wenigstens hast du es einmal gesehen dort in dem Hotel Eden. Ah, schöne Eden. Das tönt schon nach einem Wellness-Hotel. Jetzt geht es wieder in die Höhe, Leute. Es geht wieder aufwärts. Jetzt dürfen wir da die Antenne da bauen. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Also da fährt ja noch die Hälfte vom Turm. Aber ich habe nichts übersprungen. Bei UNO rastet man auch aus. Ja, das gehört auch dazu. Das gehört dazu. Sagt Leute, bei was rastet ihr schon noch so richtig aus? So Spiele oder Games? Etwas, wo ihr einfach nicht könnt ab. Also ja, UNO auch. Das ist eben. Darum spiele ich nicht gerne UNO, weil dort habe ich so wenig Einfluss auf meine Karten und wie ich sie kann legen. Timing kann man vielleicht ein bisschen steuern und so, ja. Aber kommt ja aber schon ein bisschen drauf an, was du ziehst. Und der Plus 4 ist einfach Teufelswerk, oder? Die sind jetzt cool. Also das sind richtig schöne Stahlträger. Die sind auch so metallische Farbe, wenn man so ein bisschen glitzern. Also das ist nicht mehr so das normale Mattgrau oder glänzende Grau, sondern wirklich Metallic Farben, also Farben mit Metallstückchen drin. Ich muss viel ändern. Ja. Ja, wir sind ja eigentlich immer noch dort. Okay, Moment. Warte jetzt, ich muss das irgendwie noch zusammennehmen. Ich muss einen Ordner machen. Schön, wie ich das lerne hier on the run. Bin ich ja selber überrascht. So, jetzt kann ich dann nämlich beides miteinander nehmen. Merci für den Hinweis. So. Ja, ungefähr dort. Wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin. Also das sieht doch aus, als wären wir schon weiter oben, oder?
Aber gemäß der Anleitung nicht. Tja. Barracks findet alles, was einen unkontrollierten Random-Faktor drin hat, direkt auf. Ja, ich glaube, das kann man eben auch gut unterschreiben bei UNO. Darum habe ich lieber solche strategische Spiele, wo ich ein bisschen mehr Einfluss kann nehmen. Ja. Bin ich zu 100% bei dir. So. Einmal Radioantenne einfädeln. Seht ihr es noch? Ich sehe es nicht mehr. Scheiße! Also ich habe nur da oben das Teil habe ich noch drin da. Ja. Aber müssen wir jetzt einfach durch. Ei. Friends Party. Nice. Nein, also gemäß Anleitung nicht. Ich kann mal schön ein bisschen vorspulen. Wo es nachher hingeht. Nein, effektiv nicht. Also wir sind wirklich dort, wo der Pfeil ist. Das sieht man jetzt hier leider nicht ganz so gut. Aber hier, das ist die Plattform, die wir jetzt gerade gebaut haben mit diesen Bögen da. Und jetzt bauen wir gerade innen drin da die Stange drauf, die wahrscheinlich da dann noch verlängert wird. Und nachher kommen noch außen dran die Gerüste dazu. Aber bis wir dort sind, geht das noch ein rechtes Weile, so wie ich das gesehen habe. Graue Alltag, Bionic übrigens. Ja, geht gut, danke vielmals. Selber auch. Ja, graue Alltag, der ist noch lange nicht durch. Also weißt du, das Wetter hat sich mir auch schon angepasst, oder? Es ist nur noch eine grosse Depression. So, ich weiß auch nicht, was wir jetzt mit denen machen. Aber die sind jetzt einfach da. Die sind einfach so mal da. 42. Ich denke, das langt jetzt auch noch gerade für die 2 Hütchen, die wir jetzt gerade aufgemacht haben. Und dann wird dann etwa 3 sein. 20 von 2 gesagt, 20 von 3 meine ich natürlich. Das wäre ein kritischer gewesen. Ein durchsichtiges, das davon gespeedet ist. Ja, schon noch ein bisschen. Eben jetzt sind wir Beutel. Was habe ich jetzt vorhin gesagt? Irgendwie 8,59 haben wir jetzt da offen. Und bis 74 geht's. Ich kann natürlich euch auf den Valentinstag jetzt schon einen fertigen Eiffelturm schenken, aber er wird noch verschifft. Oder? Also er hat es leider jetzt nicht pünktlich angeschafft, das tut mir schon leid. Lex Sephora, grüß dich. Herzlich willkommen. Gutes Tag gehabt bislang. Fleissig am Schäffeln oder schon am Päuseln oder schon daheim? Was kommt echt nach dem ganzen Lo-Fi-Zeug da? Lo-Fi. Also das, was jetzt gerade im Hintergrund da läuft, ist ja so ein bisschen... Nein, stimmt nicht, das ist nicht Lo-Fi. Mal, komm. Es geht alles so richtig Lo-Fi-Zeugs da heutzutage, oder? Das ist doch alles das Gleiche.
Das kommt eigentlich nachher für einen Trend. Der haltet sich schon recht lang sehr hartnäckig, finde ich. Vor allem bei den Content Creators. Der Lex macht nur Pause. Immer. So, Hong. Was? Ja, ist wichtig. Immer die anderen arbeiten lassen und nur arbeiten, wenn der Chef gerade kommt schauen, oder? Oder die Chefin. Nicht gewusst wie arbeiten, sondern gewusst wann arbeiten. Er ist der Pausenklon. Okay, kann er da unten auch mal ein paar Kunststückchen aufführen in dem Fall. Der Pausenklon. Du musst etwas kaufen. Das ist aber nett, dass du reingeschaut hast, weil wir online sind. Und quasi dein Shoppen unterbrochen hast, kurzzeitig. Aber das ist eigentlich auch schlecht, oder? Jetzt halte ich dich eigentlich davon ab, dass wir Umsatz generieren. Also müsste ich jetzt eigentlich den Stream beenden, dass du kannst go shoppen, oder? Ich liebe mich auch. Ah. Schön ein bisschen italienische Vibes da drin. So, nein, das sieht falsch aus. Also. Nein. So. Das ist doch immer noch verkehrt. Sagt doch, wie es ankommt. Ah. Was ist auf die andere Seite? Aber das stimmt doch nicht. Warte mal, das ist doch eh verkehrt. So. Ah, 2 Rode-Mikros, 2 Empfänger, Gimbal. Ah, das ist eine schöne Shoppingliste. Da will ich gerade am liebsten täuschen. Hey. Stellst du mir auch noch so ein Rode mit? Oh, Rode. Hey, Bionic, merci vielmals fürs Zulassen. Einen schönen Lurk wünsche ich dir noch. Und danke fürs Vorbeischauen. Ah, schau mal, Tapetenhemd. Meine Chefin hat sich eingeschaltet, während ich natürlich über das Faulenzen nicht abgelästert habe, aber geredet habe. Ja, das passt natürlich. Chefs sind immer zu den unmöglichsten Zeiten. Schauen die ins Büro rein, gerade dann, wenn du irgendwie am Käfeln bist, oder? Und immer dann, wenn du am Käfeln bist, dass sie natürlich das Gefühl haben, irgendwann, ja, du schaffst einfach gar nichts. Einfach versuche es auch nicht mehr zu verstecken. Ich habe es akzeptiert. Ich weiss, am Schluss wird das alles auf mich zurückfallen. Ist okay. 4. Eine Kamera dazu kommt. Sonst fast keine dazu kommt, aber das Budget noch vorhanden wäre. Ich nehme die gerne. So eine Nikon 6100 Kit mit 16 bis 50 mm Objektiv für zum Streamen. Und wenn das gerade noch geht, so ein Elgato Camlink wäre auch noch nice. Würde ich mich persönlich sehr freuen, danke. Schau mal, was Sponsoring sagt. Gut. Ich nehme das als ein Ja.
Ja, geht prima soweit. Also ich habe so das Gefühl zumindest, dass ich heute schon ein bisschen Fortschritt gemacht habe mit dem Eiffelturm. Ich muss auch immer so weit rüber schauen. Jetzt muss ich den gleich ein bisschen aus dem Weg schieben. Okay. Ja, und das freut mich natürlich, weil dann habe ich so das Gefühl, irgendwann kann ich euch doch noch etwas anderes zeigen als so der liebe graue Alltag. Jeden Dienstag. Ich hoffe, es deprimiert noch niemand. Es ist jeden Dienstag ist es alt und grau. Ja, und sonst bin ich ein bisschen hyped. Bin eben, ich habe es glaube letzte Woche schon angetönt, auch ein bisschen am Schauen, wegen wieder mit Streamen anfangen und so. Aber ich nehme da schön Zeit, bis alles ready ist und so, wenn ich das gerne hätte oder denke, dass es gut ist. Und dann gehe ich dann einmal online. Mal ein bisschen schauen, was die Leute so denken. Aber ja, ich brauche eigentlich immer irgendetwas, wo ich daran rumschrauben und etwas machen und so. Eben so gesehen, wie D&D vorbereiten. Am Samstag haben wir wieder eine Session zum Beispiel. Oder Miniatüre malen oder gamen oder was auch immer. Aber am liebsten schon so irgendetwas schaffen. Schaffen, Häusle bauen. So, schaffen im Sinne von erschaffen. Barracks nimmt den Hot Tub dazu. Ja, ich sehe, das reift. Die Idee reift bei euch im Kopf, oder? Jetzt müssen wir das nur noch der Steffi verklickern und dann, wenn sie es Go gibt für einen Stream, Hot Tub Stream, dann ist gut. Und dann wollen wir aber das Tattoo sehen von Barracks. Nimmst das Logo von. Aha. Jetzt hat Lego gedacht, okay, sorry. Das war gar nicht an mich gerichtet. Aber das wird sich jetzt noch ein bisschen ziehen, da bis um 3, wenn da die ganze Zeit immer wieder das gleiche 4-mal. Hey komm, wir machen den Eiffelturm, der ist voll geil. Hey Leute, er ist geil. Aber nehmt euch genug Zeit. Fertig mit Hogwarts. Hey, ihr sucht es. Genießt doch das Game. Alle hier Hogwarts einfach am Durchjassen. %89. Also, was Achievement-mäßig oder wie? 89 schon. Ah, Hexenfleisch spielt es nicht. Fühlst du dich auch so ausgeschlossen wie ich? Das Buch genießt. Bitte kein Spoiler. Ja, natürlich nicht. Ich habe nur den Account vom Kollegen mal geschwind brauchen und bis Hogwarts spielen, also bis ich nach Hogwarts reingekommen bin. Sieht wunderschön aus und wie etwas, was ich definitiv auch würde zocken. Aber die Zeit ist gerade leider doch ein bisschen knapp.
kann eigentlich unbedingt mit dem Besser fliegen, aber der kommt erscheint erst später. Also das Bude, weißt du, dass man dann mit dem Besser fliegen kann? Oder ist das jetzt ein Spoiler gewesen? Habe ich jetzt gespoilert? Wie dich jetzt bei lebendigem Leib verbrennt? Sogar Prüfungen. Ich will mich so nicht mit so grossen Titeln, wo ich mich mega darauf freue, wo ich mich auch so wenig wie möglich auseinandersetze, dass ich so blind, wie es noch geht, dran kann. Und es dann so richtig schön geniessen. Darum habe ich auch schon angefangen auf YouTube und Twitch und so gewissen Content gar nicht mehr zu schauen, weil ich einfach das für mich noch entdecken will. So, da die ganzen Let's Plays und so sind immer lustig, machen Spass, aber nimmst du halt auch ein bisschen an der eigenen Freude und Entdeckungen und so. Habe ich auch das Gefühl. Oder wie seht ihr das? Also ich habe nur irgendwie eine Stunde gespielt. Ich kann nicht gross spoilern. Und ja, wenn ihr jetzt anfangt zu spoilern, dann macht es einfach per Whisper DMs bitte. Dann hat Zbu muss sich nachher auch nicht aufregen. Dann schonen wir ihre armen Nerven. Wenn nicht spoilern. Ja, bei uns am Mittag war genau das Gleiche. Der erzählt da unser Tapetenhemd von so einer Szene. Ich sage sie jetzt nicht. Ich sage, nein. Dein Ernst? Also, es ist ja nur etwas Kleines, etwas Cooles. Aber es ist einfach etwas, wo ich so denke, so, das hätte ich doch gerne selber so das erste Mal gesehen und so, shit, hure geil ist das drin und so. Ja, jeder empfindet Spoiler irgendwie anders. Oh, warte jetzt. Das ist ja falsch drauf da. Also jetzt kann ich das wieder da führen. Und dann kommt es raus und hier auch raus. Füße streicheln. Spoiler! Gut. Auf die 3. Punktlandung. Absolute Punktlandung. Jetzt geht es nämlich auch wieder weiter.
das nächste Mal machen wir da noch dazwischen. Also hier da dazwischen kommen jetzt natürlich noch die ganzen Verstrebungen rein. Das machen wir noch das nächste Mal. Und noch ganz viel anderes. Aber zum Büteli 60 kommen wir schon. Alibars Art Shooting, hello, willkommen. Wir sind aber gerade am Ende, leider. Sehr schade, sehr schade. Tut mir leid. Aber ich tue jetzt noch geschwind das, was wir gemacht haben, tue ich auf den Eiffelturm und dann komme ich mit dem Eiffelturm nochmal. Und dann hoffe ich, dass ihr mich hört, wenn ich da von 2 Meter weiter weg erzähle, dieses und jenes. Also Moment. So groß. Okay. Huge. Also ich glaube, wenn der... ich muss wieder rum. Jesus Gott. Also wenn der... ich reiße alle Bäumchen ab. Also ich glaube, wenn nachher die Spitze drauf ist, dann habe ich wirklich Schiss, den anzulangen. Aber ich sehe natürlich nicht viel. Das war jetzt richtig dumm gewesen, oder? Ich meine, dann schon so, oder? Ich sehe ja immer noch nicht viel. So. Also so groß ist er jetzt gerade. Ein krasses Teil. Ich gehe gerade in den Trizeps rein. 1,49 bitte, nicht 1,50. Sonst verkaufen wir euch nachher noch zu viel, oder? Und dann kommt ihr ja, sorry, aber ich habe für 1,50 gezahlt und nicht für 1,49. Am Schluss eine Challenge, euch mit dem fertigen Eiffelturm einmal durchs Lager muss springen, ohne dass er kaputt geht. Oh, bitte nicht. Ich schaue, da, die Rakete da. Letzte Woche ein Foto gemacht, ich glaube für ein Schedule oder so auf Twitch. Ich weiß gar nicht, ob der schon online ist. Nehme sie in die Hand und das Zeug geht gerade in der Hälfte abeinander. Also keine gute Challenge für mich. Wirklich keine gute Challenge. Für euch sicher lustig, absolut, ja. Aber wer muss es nachher zusammenbauen? Ich, oder? Ich muss es nachher zusammenbauen. Wieder, erneut. Graue Tage. Gut, liebe Leute, es ist 3 ab 3 am 14.02.2023. Ich verabschiede mich in einen Nachmittag mit ganz vielen Listen, ganz viel Excel. Und ich danke euch herzlichst für die mega lustige Runde heute. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und ich hoffe euch auch. Ich habe noch gar nicht geschaut, was der Troy morgen macht. Hey, habe ich die Liste selber gemacht, noch nicht drauf geschaut. Peinlich. Ich nehme an, der Troy spielt morgen immer noch das. Wie heißt das? Das Ink-Dings. Entweder das oder etwas anderes. Schaut einfach morgen am Troy um 3 rein. Blumen, schönen Tag. Schönen Tag. Ja, ich habe Blumen, aber erst morgen. Ich sehe meine Liebste erst morgen wieder. Ich hoffe, ihr habt auch dafür gesorgt. Habt einen ganz schönen Tag, eine wunderschöne Woche. Grüße den Valentinstag. Einen guten allen, die irgendwo in einem fancy Restaurant sind. Und tschüss, grüße die Zeit daheim. Bis bald und tschüss miteinander.